also ich bin ja einsprachig, also deutschsprachig aufgewachsen in Wolfsberg im Lavantal. Das ist ein Ort, der eher bekannt ist für seine NS-Geschichte. Dort gab es 1934 schon einen erfolgreichen Juli-Putsch der illegalen Nationalsozialisten, etwas, was man gar nicht so genau weiß. Also genau, und bis ich quasi 18 Jahre alt war, hatte ich über die Schule oder allgemein auch in der Familie noch kaum also wenig bis nichts gehört über Partisaninnenwiderstand, überhaupt über die Situation der Kärntner Slowenen und Sloweninnen in Kärnten. Und eigentlich ich hatte einen relativ engagierten Geschichtelehrer, und der hat das als Matura-Spezialfrage Minderheitenrechte in Kärnten quasi mit uns durchgemacht, und dadurch kam ich zum ersten Mal in Berührung. Und das war halt auch eine Phase, also so meine späten Teenagerjahre, wo ich angefangen habe, mich zu politisieren, zu interessieren für soziale Gerechtigkeit, für Antifaschismus. Und genau, und wie ich dann eben in Berührung gekommen bin mit der Geschichte des Partisaninnenwiderstands, mit der Unterdrückung und Diskriminierung von Kärntner Sloweninnen, das war total flashig, sage ich jetzt mal. Ganz am Anfang meiner Studienzeit habe ich teilgenommen an einer Exkursion zum Perschmannhof. Und dort gab es ein Zeitzeuginnengespräch mit Katja Sturm-Schnabel, die selbst betroffen war von der Deportation der Kärntner Sloweninnen. Und das war ja total einschneidendes Erlebnis in meinem Leben. Und auch der Ort Perschmannhof hat mich total ergriffen auf ganz viele verschiedene Arten. Und ja, und also ich muss heute noch darüber lachen, wenn Leute beschreiben wollen, welche Gefühle der Perschmannhof für sie vermittelt, dann halten sie immer kurz inne und müssen sich quasi so verkneifen, so etwas zu sagen wie, es ist irgendwie ein magischer Ort oder so, weil es ihnen doch irgendwie unangenehm ist, so ein Wort zu verwenden. Aber ich verstehe ein bisschen, was sie ausdrücken wollen, dass es ein extrem besonderer Ort ist, auf dem eine sehr schwere Geschichte liegt, der aber auch extrem willkommen heißend ist auf eine Art, und der von einer extremen Zerrissenheit durchzogen ist zwischen dieser schweren Geschichte, die auch eine Geschichte der Hoffnung ist, aber da können wir vielleicht später drüber reden, und dieser extrem idyllischen Landschaft und dieser Ruhe, die dort herrscht. Ich fühle mich da sehr gut aufgehoben in diesem Verein Perschmann, Društvo Perschmann, weil ich mich dann auch eben begonnen habe, mich mit der Geschichte von diesem Verein auseinanderzusetzen. Und ich finde ja, der Perschmannhof, auf dem liegen verschiedene Begehren oder verschiedene Wünsche werden an dem gerichtet. Und einerseits gibt es natürlich den Wunsch oder den Anspruch von den Menschen aus der Gegend, auch sehr stark aus der Kärntner slowenischen Community, dass es ein wichtiger Gedenkort ist für sie, zu dem es persönliche Bezüge gibt und so weiter und so fort. Und dementsprechend hat mich die Geschichte vom Društvo, Verein Perschmann, immer sehr interessiert, weil ich das so verstanden habe, dass dieser gegründet worden ist von sowohl einsprachig als auch zweisprachigen Wissenschaftlerinnen, Aktivistinnen, um die Community vor Ort, beziehungsweise auch den Verband der Kärntner Partisanen und Partisaninnen zu unterstützen. Und in dieser Rolle würde ich mich eben auch sehr, sehr stark sehen, eben die Perspektive, eine etwas distanziertere Perspektive hinzuzufügen und solidarisch an der Seite von denen zu stehen, deren Geschichte und Geschichten jahrzehntelang marginalisiert und verdrängt wurde, und sich mit sehr unterschiedlichen Menschen ausgerichtet an einem gemeinsamen Ziel, diesen Ort vielen Menschen zugänglich zu machen, zu überlegen, wie kann der Perschmann als sich weiterentwickeln, als Gedenkort, als Lernort, genau. Und eine Perspektive, die ich jetzt natürlich momentan mitbringe, ist die, dass ich schon einige Jahre Vermittler war am Perschmannhof, und das ist eine extrem spannende Aufgabe, weil das Publikum am Perschmannhof sehr divers ist, und es sehr spannend ist, allein aufgrund der Abgelegenheit des Ortes kommen viele Leute dorthin,
die irgendetwas suchen, die auf der Suche sind, die Fragen mitbringen, die persönliche Verwobenheiten mitbringen, die Kritik mitbringen oder ähnliches. Und Kärnten hat ja ein Problem mit seiner Erinnerungskultur und mit seiner Aufarbeitung des Nationalsozialismus. Es gibt da ganz viel Instrumentalisierung, es gibt da ganz viel Polemisierung und politische Vereinnahmung. Und ein Ort, wo aber quasi wirklich eine demokratische Aushandlung von Erinnerungen möglich ist, ist quasi die Bierbänke hinter dem Berschmannhof, weil sich dort Menschen tatsächlich begegnen, ohne dass es irgendwelche Akteure gibt, die da irgendwie vereinnehmend eingreifen könnten und sich wirklich auf Augenhöhe austauschen über unterschiedliche Erinnerungen, über unterschiedliche Zugänge, aber gestützt vom Verein Berschmann immer mit einem Rahmen, in dem gewisse geschichtliche Tatsachen unverrückbar sind. Was ganz wichtig ist, so etwas wie ein antifaschistischer Grundsatz, so etwas wie ein Bruch mit der österreichischen Opferthese. Also das ist die Aufgabe, die ich quasi sehe in der Aufgabe der Vermittlerinnen, diesen Rahmen zu schaffen. Und in diesem Rahmen gibt es aber sehr viele unterschiedliche Zugänge. Ich glaube, das macht den Ort auch besonders. Dadurch, dass es quasi kein stark institutionalisiertes Museum ist, sondern immer sehr stark auf Ehrenamt, auf Engagement beruht hat, gab es auch immer viel Raum von demokratischer und partizipativer Gestaltung. Und dementsprechend setzen unterschiedliche Vermittlerinnen unterschiedliche Schwerpunkte. Ich glaube, einen Schwerpunkt, den ich immer gesetzt habe, war quasi auch ein Schwerpunkt neben dem wichtigen Gedenken und dem Mahnen eines nie mehr wieder Nationalsozialismus, nie mehr wieder eine Zuspitzung von Rassismus, von Antisemitismus in dieser Form, auch den Blick zu öffnen auf das hoffnungsvolle Moment, das in dem Partisanenwiderstand liegt, das ich eben darin sehe, dass es ein inspirierendes Identifikationsangebot auch gerade für Menschen in Kärnten, die sonst sehr fokussiert darauf sind, auf die Aufarbeitung ihrer eigenen Verstrickung in den Nationalsozialismus, dass es hier Menschen gibt, mit deren Geschichte man sich auseinandersetzen kann, die sich nicht nur gegen das schlimmste Bevorstehende gewehrt haben, sondern sich auch eine Hoffnung darin hatten, dass ihr Leben nach dem Nationalsozialismus und nach dem antifaschistischen Widerstand ein besseres ist. Also ich glaube, wenn man die Geschichte des Museum Berschmannhof betrachtet und sich mit dieser auseinandersetzt, und ich glaube, das Jubiläum lädt sehr dazu ein, ist es eigentlich eine sehr schöne Erfolgsgeschichte und an sich auch eine Widerstandsgeschichte, weil das Museum einfach gegründet wurde und verteidigt wurde und erweitert wurde in einer Phase, wo es sehr viel politischen Widerstand dagegen gegeben hat, sehr viel Erzählungen, sehr viel revisionistische Erzählungen, mit denen die Menschen, die sich engagiert haben, zu kämpfen hatten. Und in den letzten Jahren oder an dieser Stelle, wo ich und also unser neuer Vorstand übernommen haben, wir eigentlich in einer sehr privilegierten Position das übernommen haben, weil einerseits wurde großartige geschichtswissenschaftliche Arbeit geleistet, die in der Ausstellung, die vor 10 Jahren eröffnet wurde, sich also festgeschrieben und manifestiert hat. Und andererseits hat sich das politische Klima ein bisschen zum Besseren gewandelt. Es gibt nicht mehr so viele Angriffe, man ist nicht mehr in so einer verteidigenden Position, sondern man kann wirklich gestaltend in die Zukunft blicken. Man kann sich überlegen, wie man den Berschmannhof mehreren Menschen zugänglich macht, auch über den Bereich von Südkärnten hinaus, was meiner Meinung nach eine der wichtigsten Aufgaben ist, weil sich an der Geschichte des Berschmannhofs ganz viel über das postnazistische Österreich lernen lassen kann, ganz viel über Minderheitenrechte, ganz viel über Widerstand und Zivilcourage und dementsprechend einfach eine Wichtigkeit der Ort hat, die weit über die engere Region hinausstrahlt. Und das ist auf jeden Fall eine der Visionen, den Berschmannhof als Lernort weiter auszubauen. Gleichzeitig denke ich, steht der Berschmannhof aber auch an einer Schwelle, weil seine besondere Qualität, wie ich versucht habe zu erzählen, oder meiner Meinung nach, macht es eben aus, dass es ein Museum von unten ist, das von marginalisierten Akteuren erkämpft wurde, das ganz viel durch Idealismus
quasi sich verfestigt hat und gewachsen ist und das Ganze eine besondere Qualität mitbringt. Gleichzeitig gibt es jetzt aber eine spannende Möglichkeit der Professionalisierung für den Berschmannhof. Auch die Möglichkeit, die Republik Österreich und das Land Kärnten verstärkt in die Verantwortung zu nehmen, um diese Professionalisierung zu unterstützen. Denn diese Verantwortung ist zweifellos da. Der Berschmannhof ist das einzige Museum in Kärnten-Koroschka und in Österreich, das sich ganz explizit mit der Geschichte der Kärntner Sloweninnen auseinandersetzt und das sich ganz explizit mit der Geschichte des antifaschistischen Widerstands in der Region auseinandersetzt.